Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechte Straße um seines Namens willen. Und wandere ich durchs finstere Tal, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du deckst im Angesicht meiner Feinde einen Tisch. Du salbst mein Haupt mit Öl. Mein Becher überfließt. Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Und ich werde wohnen im Hause des Herrn für immer. Amen. Ein unglaublicher Psalm von David. Ein Psalm, der nur so von Überzeugung strotzt. Es ist nicht irgendwo nur was Rationales, das er im Kopf begriffen hat und irgendwo mal gehört, sondern es kommt aus tiefster Überzeugung. Wer kann schon sagen, der Herr ist mein Hirte? Mir wird nichts mangeln. Tiefste Überzeugung. Und ich glaube, genau darum ist dieser Psalm der beliebteste Psalm überhaupt. Weil es nicht nur eine Kopfsache ist, sondern weil es von tiefstem Herzen kommt. Überzeugung ist etwas unglaublich Attraktives. Überzeugung ist das, was dir der Herr schenken will im Leben, dass du von innen nach außen leben kannst und nicht von außen nach innen. Nicht, dass das, was um dich herum läuft, dein Glaube bestimmt, sondern deine Erkenntnis von dem, wer Gott ist und was er kann, dass das deine Zukunft bestimmt. Als ich mich am 11. Mai 2007 in Paris vor dem Sacré-Cœur verlobt habe, auf die Knie gegangen bin und irgendwie so ein paar Worte versucht habe hervorzustammeln mit Zittern und all dem, hat Juana auf meine Frage blitzschnell reagiert. Und es kam ein Ja heraus. Ich will. Ich will. Aus tiefster Überzeugung. Es war nicht so, halt mal Dan, jetzt kennen wir uns erst 2 Jahre. Wir haben noch nicht darüber geredet, wie wir unsere erste gemeinsame Wohnung dann einrichten. Welche Farbe soll das Sofa haben? Dann vielleicht, ich sage jetzt mal ja für die nächsten 3 Jahre, weil bis wir dann Kinder haben, dann müssen wir dann schon schauen, ob das geht. Ich habe dich noch nicht so erlebt mit Kindern. Nein, es war ein Ja. Es waren 2 Jahre, die genügt haben für eine lebenslange Entscheidung. 2 Jahre waren genug. Und das ist das Ding mit Überzeugung. Du kannst nicht schon alles berechnen, was alles kommen wird und genau denken, ja und das und das. Aber der Herr will dir eine Überzeugung schenken, eine Erfahrung schenken, die reicht, damit du deinen Glauben ausleben kannst. Und David war ein Mann der Überzeugung. Ich liebe die Geschichte, wo er seine Brüder auf dem Schlachtfeld besuchen geht. Und hier sind sie, eingeschüchtert von einem Riesen. Goliath hieß der. Alle Israeliten hatten einen Gack in den Hosen. Und hier kommt David und geht zu Saul, dem König, und sagt, weißt du was, ich habe da ein bisschen Erfahrung, ich habe die Schafe meines Vaters gehütet und da kam ab und zu ein Löwe, ein Bär und die schnappten ein Lamm und dann habe ich das genommen, bin dem nachgerannt, habe ihn umgebracht. Und ich habe erlebt, wie Gott in dem mit mir war. Und das sind die Worte, die er sagt.
So habe ich mehrere Löwen und Bären erschlagen und diesem Philister soll es nicht anders ergehen, denn er hat sich über das Heer des lebendigen Gottes lustig gemacht. Der Herr, der mich aus den Klauen von Löwen und Bären gerettet hat, der wird mich auch von diesem Philister beschützen. Der Herr, das ist eine unglaubliche Überzeugung. Er hat noch nie einen Riesen getötet, aber dafür hat er das geschafft. Und heute, oder in dieser ganzen Predigtserie im September, ich träume von einer Kirche, von Menschen, die aus Überzeugung leben. Und wo es reicht, dass du eine solche Erfahrung mit Gott gemacht hast, dass du das angehen kannst. Dass du so viel erlebt hast mit Gott, dass du so viel weitergehen kannst. Und heute möchte ich den Psalm 23 ein bisschen auseinandernehmen. Ich habe nur Zeit für die Hälfte. Die nächste Hälfte kommt nächsten Sonntag. Es sind zweiteilige Predigt. Und ich will uns aufzeigen, wie Gott an unserer Überzeugung formt. Er ist der Hirte. Er will etwas in unserem Leben formen, damit wir das sagen können und damit wir wirklich mit Überzeugung die Herausforderungen des Lebens angehen können. Der Titel dieser Predigt ist ganz einfach: Die unscheinbare Seite des guten Hirten. Du sollst einfach verstehen, was Gott tut in deinem Leben. Und am Schluss dieser Predigt werden wir zusammen beten. Ich habe wirklich den Eindruck, es ist immer Schluss mit Testphase. Einige von euch sind immer noch in dem drin. Und heute wollen wir einen Schlussstrich machen und sagen, ich habe genug von Gott verstanden. Ich kann zwar nicht alles, was noch kommt, ausmalen, geht nicht. Unser Gehirn ist zu klein für das. Er ist ein heiliger Gott. So viel habe ich verstanden. Es reicht für die nächste Etappe. Es ist heute ein Neustart. Ich werde im Vertrauen wachsen. Das Erste, was David sagt: Der Herr ist mein Hirte. Er versteht, was ein Hirte ist. Ein Hirte ist ein 365-Tage-Job. Tag und Nacht. Der Hirte ist immer wachsam. Und David hat diese Überzeugung gehabt, dass Gott immer bei ihm ist. Auch wenn er ihn nicht sieht und wenn er ihn vielleicht auch nicht hört, Gott ist immer da. Etwas, das ihr wissen müsst über Schafe ist: Schafe haben eine absolut schlechte Sicht. Die sehen gerade mal 13 Meter weit. Und dann ist es unklar für sie. Also die Schafe sehen den Hirten gar nicht die ganze Zeit. Welcome to the club. Ist doch ein schönes Bild. Gott weiß, dass es ziemlich anstrengend und schwierig ist, ihm zu vertrauen, wenn man ihn nicht sieht. Ist für ihn keine Überraschung. Aber er ist ein guter Hirte und er hat eine Absicht. Jetzt, wie kann ein Hirte eine Schafherde führen, wenn sie ihn gar nicht sehen? Und etwas, was ihr auch noch wissen müsst: Schafe sind von Natur aus absolut eigensinnig. Aber sie sind ziemlich gesellig. Sie lieben es, mit anderen zusammen zu sein, aber sie machen trotzdem ihr eigenes Ding. Der Hirte weiß was. Das ist so ein schönes Bild. Der Hirte fokussiert sich auf die Muttertiere und nicht unbedingt auf die Jungen. Weil er weiß, die Muttertiere kennen ihn schon lange genug. Und die Schafe, die Jüngeren, die folgen nicht dem Hirten, den sehen sie wahrscheinlich gar nicht, weil sie sowieso zu weit weg von ihm sind. Sondern die Muttertiere kennen den Hirten, sie vertrauen ihm. Und die kleinen, die jungen Schafe, die rennen einfach den Muttertieren nach. So einfach ist das. Die müssen ihm gar nicht so viel vertrauen, die Jungen. Die haben jemand in ihrer Sphäre, der ihm vertraut. Was für ein schönes Bild. Dass Gott dich umgeben hat mit Menschen, die ihm vertrauen in Situationen, wo du ihm nie vertrauen würdest. Gott hat dich in eine Herde gepflanzt.
Wenn du in Situationen, wo du denkst, dafür habe ich keinen Glaube, dafür könnte ich nie beten. Schau dich mal um. Gott hat dich umgeben mit Menschen, die diesen Kampf schon gekämpft haben. Menschen, die diesen Kampf schon überwunden haben. Und das Einfachste ist, und das ist, wie Gott dich lenkt, ich will es dir einfach wirklich sagen, das ist die unscheinbare Seite Gottes als Hirte. Er sagt, ich führe dich durch andere Menschen. Du siehst mich vielleicht nicht, aber schau dich doch mal um, wer mir vertraut. Es gibt eine schöne Geschichte von Thomas, einer der Apostel. Da hat sich Jesus nach seiner Auferstehung den Jüngern gezeigt, aber Thomas war dummerweise nicht dort, wo die anderen waren. Und die Jünger haben erzählt, Thomas, hey, wir haben ihn gefunden, wir haben ihn gesehen. Er lebt. Und Thomas war natürlich so, ja, nee, wenn ich ihn eben nicht sehe, wenn ich nicht meine Finger an seine Wunden tun kann, dann werde ich das nie glauben. Und er sagt dann die schönen Worte im Johannes 20, 29. Und dann begegnet ihm Jesus, sagen wir so. Jesus sagte zu ihm, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Wie glücklich können erst die sein, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Es gibt viele Menschen in deinem Umfeld, die haben das Vertrauen, das dir fehlt. Lauf mal ihnen nach. So leitet dich der Hirte. Der Herr ist mein Hirte. Das Zweite, was David aus voller Überzeugung sagt, ist, mir wird nichts mangeln. Jetzt, wenn ich mir das vorstelle, einfach in dem, was ich denke, was es heißen würde, mir werde nichts mangeln, dann stelle ich mir dieses Foto vor. Tadam! Ein Schäfchen auf einer absolut grünen, saftigen Weise, vollkommen zufrieden, happy, Überfluss. Du musst dich gar nicht darum kümmern, um irgendein bisschen Nahrung nachzurennen. Alles da. Wer denkt auch so? Das ist so mein Bild. Hey? Also ich glaube, ich bin nicht der Einzige. Jetzt habe ich aber ein Video, wie das wirklich ausgesehen hat, kannst du anstellen. Das ist die Gegend, wo David die Schafe gehütet hat, rum im Umfeld von Jerusalem. Das sieht für mich nicht ganz nach einer grünen Weide aus, die so saftig ist, wo du einfach alles bekommst, was du suchst. So viel Botanik habe ich doch verstanden im Biounterricht, dass es da mehr Steine hat als Grünpflanzen. Und ihr seht, die Schafe sind ständig in Bewegung. Man sieht es jetzt nicht so gut, da hat es einzelne Gräser, doch da sieht man es, einzelne Gräser zwischen den Steinen. Und es ist die Aufgabe des Hirten, die Herde dauernd zu führen. Es ist nicht, dass Gott dich einfach versorgt und alles gibt und Judy Way, jetzt habe ich alles, was ich brauche. Mir wird nichts mangeln. Hat etwas damit zu tun, dass Gottes Versorgung Schritt für Schritt kommt. Es hat etwas damit zu tun, wenn er sagt, mir wird nichts mangeln, dass der Hirte, eben weil die Schafe kurzsichtig sind, der Hirte sagt immer, ruf wieder, kommt, kommt, kommt. Die Schafe haben genug, wenn sie der Stimme des Hirten folgen. Wenn sie das nicht machen, reklamieren sie. Fehlt ihnen was. Dieses Video hat mir unglaublich viel geholfen. Einfach Gott zu verstehen, dass er sagt, weißt du was, meine Strategie, um dir das zu geben, was du brauchst, ist ganz einfach. Du musst in Bewegung bleiben. Weil wir leben zwar in der schönen Schweiz und in Zürich, da hat es viel Überfluss, aber sind wir ehrlich, wir haben nicht genug. Wir haben nicht genug. Das, was wir wirklich brauchen, das kennt Gott und er gibt es Schritt für Schritt.
Und ich weiß, viele von hier in diesem Saal haben Träume. Viele von uns haben Visionen, haben Dinge aufs Herz bekommen. Und dafür brauchen wir Gottes Versorgung. Und wie er es tut, ist Schritt für Schritt. Im Mai hat Gott zu mir ziemlich klar gesprochen, dass ich ein weiteres musikalisches Projekt umsetzen sollte. Bisher habe ich 4 Worship-Alben veröffentlicht und jetzt, ich habe wirklich von Gott gehört. Es ist dran, eine Weihnachts-CD zu machen. Weihnachtslieder für Familien. Das ist nicht ganz mein Metier, bei mir glöckelt es jetzt schon seit Mai, immer Weihnachten, die ganze Zeit. Das Projekt ist dann erst für 19. Also ich habe genügend Zeit jetzt, um das Zeug zu schreiben und es wird groß. Aber ich habe das mal ausgerechnet, weil mit Musik machst du kein Geld mehr. Um das umzusetzen, brauche ich 70.000 Franken. Und ich kann nicht einfach warten, bis ich diese 70.000 Franken habe. So funktioniert Gott nicht. Mir hat dieses Bild so geholfen, dass ich weiß, okay, du machst einen Schritt. Du schreibst Songs. Du schickst die am Producer. Ich mache ein Crowdfunding, Dinge, ich spreche Leute an. Ich werde mein Projekt, weil ich glaube, es geht darum, einen Soundtrack von Weihnachten zu veröffentlichen oder der nächsten Generation weiterzugeben, wo man nicht über Santas und Zimmersterne singt, sondern die Weihnachtsgeschichte. Ganz wichtig. Ich habe einen Auftrag. Aber die Versorgung kommt im Gehen. Schritt für Schritt. Das möchte ich dir zusprechen, was immer Gott dir aufgetragen hat. Wenn Gott dich ruft für etwas, es kommt Schritt für Schritt. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen. Im Hebräischen ist dort die Rede vom Weiden, das heißt Ravatz. Und das heißt eigentlich sich ausstrecken, sich hinlegen. Ich finde es in der englischen Übersetzung viel schöner. He makes me lay down in green pastures. Weil in diesem Satz geht es nicht darum, dass er unseren Mangel stillt, das war vorher die Überzeugung. Hier geht es darum, das Bild, dass er mich an einen Ort führt, wo ich zur Ruhe komme. Wo ich nicht getrieben bin, wo ich es genießen kann, ein Ort der Sicherheit. Denn Schafe sind absolut schreckhaft. Eben erstens aus dem Grund, weil sie nicht gut sehen. Sind sie ständig auf Trab, sie wissen nicht, es kann sogar ein Hase irgendwo herumhoppeln, die können nicht sehen, ob es ein Wolf ist oder ein Hase. Deshalb sind sie die ganze Zeit unruhig. Das Zweite ist, Schafe haben eine unglaubliche Peripheriesicht. Der Mensch sieht rund 155 Grad. Das ist so der Blickwinkel, den wir haben. Ein Schaf hat bis zu 320 Grad Sicht. Also sie können eigentlich fast hinter sich sehen. Und wenn immer was sich bewegt, sind sie gerade gestresst. Und dieser Stress ist für die Schafe nicht gesund. Es macht sie auch krank. Sie können sich auch nicht wohl ernähren, wenn sie ständig in dieser Unruhe sind. Und es ist das Ziel des Hirten, eine Sicherheit zu schaffen, dass die Schafe zur Ruhe kommen. Es ist die Absicht des guten Hirten für dich, dass du Sicherheit bekommst, dass du nicht immer in dieser Unruhe bist, von einem zum anderen, vom einen zum anderen. Schafe sind absolut schreckhaft. Das Zweite, was sie sind absolut sensibel. Schafe kommen nicht zur Ruhe, wenn es Stress gibt innerhalb der Herde. Und da gibt es auch so eine Stoßordnung, heißt das, wenn die Böcke beweisen wollen, wer der Stärker ist und all das. Das stresst die Schafe ungemein. Das ist interessant, ich bin jedenfalls auch sehr sensibel, wenn irgendwo Unruhe herrscht und Streit und so, das geht mir absolut auf den Schlaf und die Nerven. Und das Interessante ist, die Schafe in der Herde,
Die Machtkämpfe, der Streit, die Unruhe hört erst auf, wenn sie den Schäfer, den Hirten hören. Wenn er sich zu Wort meldet, dann hört es auf. Und der dritte Grund, wieso Schafe Mühe haben, zur Ruhe zu kommen, hat damit zu tun, weil Parasiten und Schmarotze sie plagen. Das Zecken, Fliegen, Flöhe, sie treiben und sie ablenken. Das bringt eine Unruhe. Speziell Muttertiere, wenn sie diesen Stress haben, dann werden sie Fehlgeburten machen. Und der Hirte ist somit damit beschäftigt, möglichst nahe an seiner Herde zu sein, weil das bringt die Sicherheit. Es ist interessant, wenn David dir sagt, er weidet mich auf grünen Auen, dann redet er eben nicht davon, dass er einfach, ja, der Herr hat mir jetzt alles gegeben und jetzt ist okay und jetzt endlich habe ich Sicherheit gefunden. Ich habe genügend Kohle, ich habe einen sicheren Job, ich habe eine Familie, es läuft alles, yes, jetzt komme ich zur Ruhe. Wenn David das sagt, heißt es nicht, es ist nicht das Umfeld, sondern es ist die Gegenwart des Hirten, der erst Sicherheit und Ruhe schafft. Ein Schaf kann in der schönsten Weide sein und trotzdem unruhig sein. Was für ein schönes Bild. Gottes Plan mit deinem Leben ist, dass wir seine Gegenwart finden und anerkennen in unserem täglichen Leben. Dort bekommen wir eine Überzeugung. Dort kommen wir zur Ruhe. Und aus der Ruhe heraus das Leben zu gestalten, ist eine der weisesten Sachen, die du machen kannst. Und er führt mich zu stillen Wassern. Drei Arten, wie die Schafe Wasser aufnehmen. Das erste ist am Brunnen. Das zweite ist an Quellen. Brunnen ist ein schönes Bild dafür. Damit die Schafe trinken können, braucht es immer Menschen. Es ist aus zweiter Hand das Wasser. Viele von uns, um unser Verlangen nach Gott und das Reich Gottes, jeder von uns hat immer auch die Ewigkeit im Herzen, heißt es im Prediger. Da ist eine Sehnsucht, ein Verlangen nach mehr von Gott und mehr vom Leben. Das ist eine gewisse Ungesättigkeit in unserem Leben, wenn das ein deutsches Wort ist. Wir sind unsatt und viele von uns versuchen das irgendwie durch Menschenhand zu stillen, sei es auch durchs Wort Gottes. Das wäre jetzt zweite Hand, das wäre jetzt ein Brunnen. Ihr hört eine Predigt, viele von euch hören noch unter der Woche Podcasts und all das. Und ich kann einfach sagen, es ist immer aus zweiter Hand. Das Zweite, wie Gott dich füttern oder sättigen will, ist an Quellen zu bringen. Quellen haben natürlich eine unglaubliche Anziehungskraft. Da kommen ganze Herden, da kommen ganze Scharen, verschiedene Herden kommen dahin. Was das Problem ist mit Quellen, ist, viele Tiere gehen dorthin und der Weg zur Quelle wird vertrampelt. Der wird richtig so, das Gras geht weg, es kommt der Schmutz, es gibt Pfützen dann. Und die Schafe sind absolute bequeme Tiere. Die wollen dann, wenn sich solche Pfützen bilden, die wollen gar nicht mehr den ganzen Weg hin bis zur Quelle machen. Sie fangen an, unterwegs zu trinken. Und sie trinken all den Scheiß, weil die kacken die ganze Zeit. All der Scheiß, den der Rest der Herde rauslässt. Das gibt die Bandwürmer, es gibt Durchfall, es bringt Krankheit. Für mich ist dieses Bild von Quelle ein schönes Bild, weil wir brauchen Quellen im Leben. Und es sind so Sachen, wo Gott was tut. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele Erweckungen ich schon mitverfolgt habe, irgendwo online. Hey, da läuft was, da tut Gott was, da gibt es Heilungen, da gibt es Erweckungen, da läuft was.
Unglaubliches. Und viele Leute strömen dorthin und sagen, das ist es jetzt, was es braucht. Als ich in Berlin war, hatten wir ein Pastorentreffen mit allen Pastoren aus Berlin. Und da war gerade in Lakeland was Besonderes am Gehen. Und da sagte der Pastor der größten Gemeinde, hey, jetzt machen wir es wie in Lakeland. Wir müssen das alles so machen. Und da war so viel Scheiß drin, von was er gesagt hat. Und einfach vermenschlicht wurde. Und die haben dann alles so gemacht, ihre ganzen Gottesdienste umgestaltet. Heute hat diese Gemeinde in einem Gebäude von 4000 noch 80 Leute. Weil am Schluss gehen die Leute nicht zur Quelle, sondern sie nehmen das auf, was es unterwegs von Menschenhand gefuttert wird. Wir sind bequem. Aber wie Gott uns wirklich sättigen will, ist spektakulär. Und er führt mich zu stillen Wassern. Schafe, 80% ihres Wasserhaushalts nehmen sie auf, indem sie am Morgen früh vom Hirten, vom Schäfer aufgeweckt werden. In aller Frühe treibt er sie an und sie müssen anfangen zu grasen. Das Gras, das voller Tau ist. Der Tau, was für ein schönes Bild von stillem Wasser. Es fließt nicht. Einfach der Tau. Und der Hirte ist so bemüht, dass seine Schafe am Morgen Vollgas geben. Sich sättigen. Und sobald die Mittagssonne hochsteigt und der Tau verdunstet, ziehen sich dann die lieben Schafe zurück in den Schatten. Und was machen sie für den Rest des Tages? Sie wiederkäuen. Sie wiederkäuen, was sie am Morgen genossen haben, was sie am Morgen gestärkt hat. Du führst mich zu frischen Wassern, zu stillen Wassern. Es ist Gottes Handschrift und Absicht in deinem Leben, dich am Morgen aufzuwecken, dass du dich am Morgen sättigst. Was für ein schönes Bild für eine stille Zeit. In der Stille genährt zu werden und aus dem heraus das Leben zu gestalten. David hat es beobachtet mit den Schafen und hat den Vergleich gesehen, das ist Gott mit mir will. Und wir werden so schnell bequem. Wir denken, ja, irgendwo, wir kommen dann schon mal zum Brunnen. Aber ihr habt vorher die Gegend gesehen. Wir leben in einer Zeit, das ist Dürre. Es ist auch ein Kampf, einen frischen Glauben zu haben. Und Gott sagt, weißt du was, es passiert nicht einfach nur durch die großen Predigerhelden und diejenigen, die dir das Wort so richtig beibringen durch einen richtigen guten Kurs, den du hast, durch eine super Konferenz, durch die gesalbten Pastoren, Prediger. Es passiert auch nicht irgendwo durch die Quellen, dort wo was passiert, wo alle hinflocken. Das gehört auch dazu. Aber es passiert im absolut unspektakulären, täglichen Leben, wo du aufstehst, dich sättigst am Tau, der einfach da so ist. Wisst ihr, die Quellen, die aufspringen, die können wir nicht planen. Aber das Aufstehen am Tau, sich sättigen, das haben wir voll in der Hand. Und David hat das voller Überzeugung sagen können, du führst mich zu stillen Wassern. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. Das hebräische Wort für quicken hier heißt Shuv. Und das heißt so viel eigentlich wie umkehren, umwälzen.
Psalm 43 nimmt es auf. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meine Rettung und mein Gott ist. Das Bild, das hier gebraucht wird, hat etwas mit unserer Schwerfälligkeit zu tun. Wir haben diese Momente, wo wir unglaublich schwerfällig werden, wo unsere Seele schwer wird, wo alles zu viel wird, wo du wie überladen bist. Und hier hat David erlebt, dass der Herr seine Seele erquicken will. Und das Bild dahinter, wieder aus seiner Hirtensicht und Hirtenerfahrung, ist, dass er sagt, es läuft so, mit Schafen, die zu dick werden, zu schwer werden und auch zu bequem werden, passiert oft Folgendes. Die Schafe suchen sich dann ein schönes Plätzchen, das weich ist. Und wenn sie eben ein bisschen Übergewicht haben, schwerfällig sind, dann kann es locker passieren, dass sich beim Hinlegen, dass es sie gleich auf den Rücken legt. Jetzt das Problem mit Schafen ist, wenn sie auf dem Rücken sind, sie können ohne Hilfe nicht aufstehen. Und das Gefährliche, was daran ist, wenn sie länger auf dem Rücken sind, bilden sich Gase. Und der ganze Blutkreislauf bricht zusammen. Und innerhalb von mehreren Stunden stirbt so ein Schaf. Und wenn der Hirte, oder was der Hirte versucht, ist, eines seiner Hauptziele jeden Tag, ist zu schauen, wo sind die schwerfälligen Schafe. Er schaut auch den Himmel und wenn er sieht immer, dass welche Raubvögel oberhalb der Herde kreisen, dann ist es für ihn ein Alarmzeichen, dass irgendwo wahrscheinlich ein Schaf auf dem Rücken liegt. Weil die Tiere wissen, Raubtiere, Vögel oder auch irgendwo Wölfe oder was es auch immer hat, die wissen, wenn ein Schaf auf dem Rücken liegt, ist es eine leichte Beute. Schwerfällige Schafe haben immer ein besonderes Augenmerk des Hirten. Es ist sein Ziel, diesen Schafen zu helfen. Es ist auch die Geschichte, die wir in Lukas 15 lesen, wo Jesus die Geschichte vom Hirten erzählt, der einem Schaf nachgeht und die 99 einfach bei der Seite liegt. Dieses Schaf hat sich verirrt, war hilflos und dort ging er nach und er hat es aufgestellt und wieder zur Herde gebracht. Ich weiß nicht, wie du mit deiner Schwerfälligkeit umgehst. Das ist das, was der Hirte macht. Er sucht das Schaf und er zwingt es zu einer Diät. Er sagt, ich muss dich einfach in Bewegung bringen. Dafür hat er einen Stab, ein Stecken. Und ich weiß, was das ist. Wenn du schwerfällig bist, dann bist du absolut, das ist eine Lustlosigkeit. Jetzt noch zur Kleingruppe gehen. Jetzt noch in den Gottesdienst. Du bist immer schwerfällig. Und je träger du wirst, umso schlimmer wird es. Also, gepusht, es wird gepusht. Ich will euch als Gemeinde auch sagen, es ist gut, Leute zu pushen. Weil es wird nur schlimmer. Nur träge. Das Ziel des Hirten ist ständige Bewegung mit diesen Schafen. Und dann macht er noch was Zweites. Weil die Wolle, die das Schaf hat, die ist natürlich auch schwer. Die ist voller Kot, voller Dreck und er schert sie. Weg damit. Weg damit. Schafe hassen das.
Total unangenehme Sache. Aber es ist die Strategie des Hirten, damit dieses Schaf wieder voll auf den Beinen steht und nicht immer wieder schwerfällig wird. Es ist ein schönes Bild, was viele von uns immer wieder erleben, dass wir manchmal so richtig nackt dastehen. Das ist irgendwo das, was dich ausgemacht hat, das, was dir Bedeutung gegeben hat vielleicht, das, was dir so wichtig war, irgendwo Teil von dir, dass das manchmal weggenommen wird. Und wenn du das momentan durchlebst irgendwie, es kann sein, dass dir ein Job, eine Beziehung, ein Dienst, was auch immer, plötzlich weggenommen wird. Freu dich daran. Der Herr will dir eine neue Leichtigkeit verschaffen. Und du musst dich dafür nicht schämen, das möchte ich dir sagen. Es sehen zwar alle, dass du momentan so eine Phase durchmachst, dass du irgendwie nackt, ausgestellt da bist, ein bisschen hilflos. Der Herr ist dran. Und es ist schön, dass der David das sagen kann. Der hatte so eine große Berufung. Prophetien, wurde gesalbt als König. Was musste er machen? Sich verstecken vom amtierenden König. Total ausgeliefert. Aber er hat immer wieder erlebt, der Herr erquickt meine Seele. Der Herr hielt ihn auf Trab. 7 Jahre auf der Flucht von Saul. Und was ist in diesem Mann entstanden? Eine Überzeugung. Er ist ein Mann Gottes entstanden. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Das ist die Absicht, die manchmal nicht so offensichtlich ist, des guten Hirten. Es ist leicht, diesen Psalm zu lesen und denken, toll, ganz schön, aber der Herr tut was. Er hat auch eine Seite, die gar nicht so angenehm ist im Leben. Ich würde jetzt einfach gerne noch zusammen beten. Ich bitte das Worship-Team nach vorne zu kommen. Ich lade euch ein, aufzustehen. Wir werden nochmals in eine Zeit gehen, wo wir Gott suchen. Und nachher werden wir noch gemeinsam beten, aber ich möchte einfach, dass wir zusammen den Psalm 23 noch lesen, aussprechen. Und ich möchte, dass es nicht so klingt wie in einer Landeskirche, wenn man das Vaterunser betet, dass es so gemurmelt wird. 2 Töne tiefer, als man sonst spricht. Sondern ich möchte, dass es nicht von hier kommt, sondern von mit Überzeugung. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und führet mich zum stillen Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße, um seines Namens willen. Und wenn ich auch wandere ins finstere Tal, so fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecker und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Mein Becher fließt über. Nur Güte und Barmherigkeit verfolgen mein Leben. Ich werde bleiben im Hause des Herrn.